Wunderbar, seid ihr bereit? Ich steige steil ein mit dem krassen Vers aus Offenbarung 22. Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um allen zu vergelten, was sie getan haben. Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Es beginnt mit dem Wort siehe. Meine Frage an dich ist, hast du die Wiederkunft Jesu auf dem Radar? Yes, gut. Weil, ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass wir die Wiederkunft Jesu so stark gewichten, wie sie eigentlich gewichtet werden müsste. Im Alten Testament gibt es 300 Prophetien über das erste Kommen Jesu. Im Neuen Testament gibt es 1800 Prophetien über die zweite Wiederkunft Jesu. Also das steht im Verhältnis von 1:6. Und meine Frage ist, haben wir das wirklich so auf dem Radar? Weil die Bibel gewichtet das ein bisschen mehr, als wir wahrscheinlich das normalerweise tun. Und an dieser Stelle möchte ich als Pastor und als Songwriter echt Buße tun. Ich glaube, ich habe dieses Thema nicht stark genug gewichtet. Und ich weiß auch wieso, weil es eben auch ein schwieriges Thema ist. Aber ich möchte auch wirklich Buße tun, speziell als Songwriter, weil da habe ich auch schweizweit theologisch geprägt durch die Songs. Eine Predigt hört man einmal, ein Lied singt man 200 Mal. Und ich habe dieses Thema nicht genügend gewichtet. Und ich habe die letzten 7 Wochen ziemlich intensiv mich mit der Wiederkunft Jesu beschäftigt. Und es ist ein schwieriges Thema, aber wir haben keinen Grund, sie auszuklammern und irgendwie zu ignorieren. Siehe, ich komme bald. Ich möchte euch zum Einstieg einfach ein paar der häufigsten Ansichten, wie das mit der Wiederkunft Jesu genau passiert, geben, weil genau da liegt das Problem, dass man das ganz verschieden interpretieren kann und wir in diesem Raum unmöglich eine gemeinsame Sicht haben, wie das passieren soll. Aber ich kann euch auch am Schluss dieser Erklärung zeigen, auf was es wirklich drauf ankommt. Hier sind die 4 gängigsten Ansichten. Die erste ist der Prämillenarismus. Das ist so historisch gesehen die Hauptsicht. Also die erste Gemeinde hat es so gesehen. Was man sieht hier, eigentlich wird die Welt immer derber. Es wird immer schlimmer. Das war die Ansicht, das können wir irgendwie auch ein Stück weit erleben. Und wenn dann alles wirklich ganz schlimm gewesen ist, das nennt man auch die Trübsal, die Gemeinde ist da mittendrin, sie erlebt das, sie wird, ich sage jetzt mal, von dieser Trübsal auch nicht bewahrt, sie erlebt die Verfolgung vom Antichrist, es werden viele Leute für ihren Glauben sterben, aber sie wird auch, die Gemeinde in dieser Sicht, sie wird bewahrt von den Plagen, von dem Gericht, vom Zorn Gottes, der ausgegossen wird. Und dann kommt Jesus wieder und sozusagen die Entrückung und die Wiederkunft Jesu, das ist ein Ding. Und nachher gibt es ein 1000-jähriges Reich, die schöne Zeit, wo wir mit Jesus zusammen regieren. Dann kommt noch so der letzte Kampf und dann das Gericht und dann ist Ewigkeit. Das ist so die historische Sicht und die alten Kirchenväter haben das vertreten. Viele Täufergemeinden, Pfingstgemeinden haben das gelehrt. Bekannte Leute wie Billy Graham, Reinhard Bonke waren auf dieser Seite. Dann gibt es eine zweite Sicht, das ist der Amillenarismus. Das A steht für eigentlich, es gibt kein so 1000-jähriges Reich. Die Amillenaristen sehen die Zahl 1000 symbolisch und glauben, dass das Reich Gottes heute in der Welt gegenwärtig ist, da der siegreiche Jesus durch seine Kirche, durch sein Wort, durch seinen Geist regiert. Die Kirche erweitert das Reich Gottes und Christus kommt am Ende einmalig und sichtbar zum Gericht. Das ist wirklich so die Hauptsicht von Landeskirchen, der reformierten Kirche, der katholischen Kirche. Unsere Reformatoren haben das gepredigt, Luther, Zwingli, Calvin. Das ist so dieser Einfluss, den viele von uns haben. Dann gibt es den Postmillenarismus. Eine ganz andere Sicht, die Welt wird nicht schlimmer, sondern sie wird immer besser, weil die Gläubigen
gemerkt haben, wir haben das Evangelium und wir teilen es und es kommen Menschen zum Glauben, ihre Leben werden verändert, es wird immer besser und das ist eigentlich dann auch schon ein Teil davon, dass wir, wenn es immer noch besser wird, dann werden die Christen wie auch regieren und dann wird Jesus wiederkommen und dann eines wird wie besser. Und bekannte Erweckungsprediger Jonathan Edwards aus dem 18. Jahrhundert hat das gelehrt. Ein bekannter Missionar David Livingstone, der hat diese Sicht gehabt und da war natürlich wirklich die Motivation, möglichst viel missionieren, denn so wird das wirklich auch gut kommen. Dann gibt es die vierte Sicht, das ist der Dispensationalismus. Und das ist eigentlich die wörtliche Auslegung von der Offenbarung, dass es da so Epochen gibt, Zeitalter oder eben sogenannte Dispensationen. Und da gibt es klare Reihenfolge, die Entrückung der Gläubigen, die kann irgendeinmal passieren, die könnte heute Nachmittag passieren. Ohne Anzeichen, das weiß wirklich niemand. Und dann kommt die große Trübsal, eine 7-jährige Zeit von viel Schrecken, wo auch der Antichrist wütet, wo diese Zeit auch dazu dient, dass speziell das Volk Israel nochmal zur Umkehr gebracht werden kann. Das ist so das Hauptding dort auch während dieser Zeit. Und dann kommt Jesus wieder, das 1000-jährige Reich und so weiter. Und diese Sicht wurde von John Nelson Darby im 19. Jahrhundert begründet, dann vor allem durch die Scofield-Bibel verbreitet. Und vielleicht haben einige von euch noch diese Bücher gelesen, die da heißen, Ja, das Finale, Left Behind. Diese Bücher sind stark von dem geprägt. Man sieht auch diverse Hollywood-Filme, die so von diesem Einfluss geprägt sind. Und das ist schon eine Sicht, die viele Brüdergemeinden teilen. Roger Libby ist einer der bekannten Prediger, der diese Sicht stark vertritt. Und die Frage ist natürlich ja jetzt, wo stehen wir als Kirche? Und was glaubt da unser Pastor? Ich habe euch noch eine Slide mitgebracht oder die zeigt nämlich genau, was alles gemeinsam ist. Es geht wirklich bei allen Ansichten um die Wiederkunft Jesu. Und das wollen wir auch in dieser Serie wirklich bekräftigen. Ich werde keinen Fahrplan aufzeigen, wie das geht. Das ist von unserer Bewegung, der Bewegung Plus her, auch nicht die Idee. Das, was wir gemeinsam haben, ist, Jesus wird wiederkommen. Und diese 4-teilige Predigtserie wird zeigen, dass Jesus bald wiederkommt als Bräutigam, er wird bald wiederkommen als Richter, er wird bald wiederkommen als Wiederhersteller und er wird bald wiederkommen als König. Das sind die nächsten 4 spannenden Wochen, die wir vor uns haben. Und ich möchte euch einfach noch einen QR-Code geben von der Bewegung Plus, wenn ihr euch da mehr informieren möchtet, wo wir auch theologisch stehen. Es gibt eine Wertebroschüre, die theologisch aufgearbeitet wurde von der Bewegung Plus. Da seht ihr, wie wir gewisse Dinge interpretieren und auslegen. Jetzt, mir ist wichtig, ich möchte jetzt noch ein bisschen die Grenzen setzen. Ich habe schließlich das Mikrofon. Ich möchte euch sagen, in den Kleingruppen und so, wir reden nicht über Fahrpläne. Wir versuchen nicht Spekulationen zu machen und irgendwelche Dinge, die wir nicht wissen. Ich möchte euch echt was sagen. In dieser Kirche reden wir nicht über die Offenbarung. In dieser Kirche redet die Offenbarung zu uns. Denn das ist eines der wichtigsten Dinge, die in der Offenbarung immer wieder geschrieben steht. Es steht geschrieben, wer Ohren hat, der höre. Es heißt nicht, wer eine Zunge hat, der spreche. Deshalb, wir wollen es vermeiden, über Dinge zu sprechen, die wir nicht wirklich wissen. Ich habe mich mit den verschiedenen Ansichten die letzten 7 Wochen befasst und ich kann euch sagen, es klingt eigentlich fast jede wirklich überzeugend für mich. Je nachdem, welcher Theologe gerade stärker im Ohr ist. Aber die Wiederkunft Jesu ist eine Tatsache und darauf wollen wir uns ausrichten. Wir wollen, dass die Offenbarung zu uns spricht. Dass es wirklich zu unserem Herzen spricht. Was tut es mit uns heute? Seid ihr da dabei? Ich möchte einfach noch beten. Heiliger Geist, ich danke dir, dass dein Wort, deine Offenbarung zu uns redet. Und dass es etwas mit uns tut.
das uns gesund antreibt, das uns gesund ausrichtet. In einem Leben, das voller Verwirrung und voller Ablenkungen ist. Wir danken dir, Heiliger Geist, dass du zu uns persönlich redest durch diese Serie, durch dein Wort. Amen. Der Titel der heutigen Predigt lautet: Jesus kommt bald wieder als Bräutigam. Und ich möchte euch in ein bisschen eine Bilderserie reinbringen heute Morgen. Wenn wir verstehen wollen, dass Jesus als Bräutigam wiederkommt, dann müssen wir die altjüdische Hochzeitstradition kennen, weil dann macht plötzlich alles ganz viel Sinn. Und mein erster Punkt ist der Brautpreis und die Verlobung. Wie das zur damaligen Zeit funktionierte, war, dass man hat Ehen arrangiert. Also das war nicht Romanze. Jetzt vor 2 Wochen hatten wir Bino Tampi da, unser Pastor von Equippers Calcutta. Er und Dina, die haben nicht aus Liebe Romanze geheiratet. Ihre Ehe wurde arrangiert. Da sind die Eltern zusammengesessen, die haben sich besprochen und wir sagen, das kommt gut so. Weil es geht bei einer arrangierten Ehe darum, dass es Sicherheit gibt, dass auch der Ruf der Familie weitergetragen wird. Und wenn wir sehen bei Bino und Dina, das ist ziemlich gut gekommen. Manchmal überbewerten wir die Romanze darin. Aber früher war das wirklich so, der Vater des Bräutigams hat eigentlich die Braut auserwählt. Und er ist dann zum Vater der Braut gegangen und da wurde am Tisch verhandelt, auch ein bisschen, was ist der Brautpreis? Jetzt, der Brautpreis ist nicht einfach nur, weil die Frau wie eine Ware behandelt wird, überhaupt nicht, sondern das war eher eine Entschädigung für die Eltern, weil den Eltern der Braut fehlte dann natürlich eine Arbeitskraft. Und gleichzeitig war es auch eine Bestätigung, eine Sicherheit, dass diese Verlobung wirklich stattfinden soll. Und es ist nicht nur so ein Wort, ja, wir sind interessiert, wir meinen es ernst. Und es heißt in Hosea 2,21, dann mache ich dich für immer zu meiner Verlobten. Und ich mache dich zu meiner Verlobten für Recht und Gerechtigkeit als Brautpreis und für Gnade und Erbarmen. Und ich mache dich zu meiner Verlobten für Treue als Brautpreis. Und du wirst den Herrn erkennen. Das ist die neue Zürcher Übersetzung. In der neuen Neues Leben Übersetzung heißt es, ich will dich rechtmäßig, rechtskräftig zu meiner Ehefrau machen und will dir meine unwandelbare Liebe und mein Erbarmen beweisen. Darum geht es. Und liebe Leute, das erste Kommen Jesu, als er auf diese Erde kam, er hat am Kreuz den Preis bezahlt. Als eine Sicherheit, dass er dich auserwählt hat, dass du ihm ganz nahe sein sollst, dass da Intimität mit ihm stattfinden soll. Und er hat alles gegeben, er hat einen hohen Brautpreis bezahlt. Es ist hier von Treue, von Gerechtigkeit die Rede, von Erbarmen, das er gegeben hat. Und auf das kannst du dich stützen. Und jedes Mal, wenn wir auch das Kreuz sehen, und wie gesagt, wir reden eigentlich in der Kirche fast mehr über das erste Kommen Jesu. Aber das Kreuz soll immer eine Erinnerung sein an den Preis, den Jesus bezahlt hat, damit dann noch etwas mehr kommen wird. Die Hochzeit, das Einssein mit Jesus, mit unserem Herrn. Darum passiert es, darum geht es. Und ich möchte dir zusagen heute Morgen, du wurdest erwählt. Du wurdest vom Vater erwählt, in einer engen, intimen Beziehung mit Jesus Christus zu sein. Es war nicht deine Wahl, das wurde arrangiert. Und jetzt dürfen wir voller Hoffnung warten, bis der Bräutigam wirklich wiederkommt und diese himmlische Hochzeit stattfindet. Der zweite Punkt ist der Bundesschluss und der Weinbecher. Also wenn man sich dann einig war, dann haben die Braut und der Bräutigam zusammen einen Becher mit Wein getrunken. Und da wurde dann Folgendes gesagt. Da sagte der Bräutigam zur Braut, du bist mir geheiligt nach dem Gesetz
von Mose und Israel. Interessanterweise war die Verlobung damals ein rechtsgültiger Bund. Bei uns, wenn wir heiraten, passiert das nicht bei der Verlobung, sondern dann auf dem Standesamt, dass es irgendwie juristisch wird und gilt. Bei der Verlobung im alten Israel war es, wenn man den Becher gereicht hat, ab da war man rechtlich gesehen schon verheiratet. Und deshalb macht es auch Sinn, als Josef Maria sich mit ihr verlobte und Maria durch den Heiligen Geist schwanger wurde, war das natürlich ein Riesenproblem für Josef, weil das bedeutete irgendwie für ihn, ja, sie ist fremdgegangen und er wollte sie ja dann auch irgendwie heimlich scheiden. Das war schon fest, dadurch, dass sie diesen Bund eingegangen sind. Und das ist wichtig für uns. Wir sind bereits in einem Bund mit Jesus Christus. Durch sein Blut, das heißt in Matthäus 26, da sagt Jesus bei der Einführung des Abendmahls, ich sage euch aber, ich werde von dieser Frucht des Weinstocks nicht mehr trinken, von nun an bis zu dem Tag, da ich aufs Neue mit euch davon trinken werde, im Reich meines Vaters. Und als Jesus da mit seinen Jüngern Abendmahl gefeiert hat, da hat jeder dort in dem Raum verstanden, dass es um eine Hochzeit geht und nicht irgendwie um ein Begräbnis. Der Fokus vom Abendmahl ist eigentlich viel mehr die Zukunft als das, was passiert ist. Es ist eine Erinnerung an das, was kommen wird, nicht nur an das, was am Kreuz passiert ist. Und es ist eine Erinnerung an unseren Bund, dass Jesus gesagt hat, ich bin jetzt mit dir. Und du kannst drauf gehen, auch wenn ich jetzt wieder zum Vater gehe, ich werde dich nicht alleine lassen. Du bist herausgerufen. Du bist mir heilig. Ich habe dich nicht vergessen. Und ich werde wiederkommen. Das dritte Bild, das wichtig ist zum Verstehen, dass der Bräutigam für seine Braut wiederkommt, ist das Abschiedsversprechen und der Wohnungsbau. Nach dem Beschluss, nach dem Kelch, ging der Bräutigam zurück nach Hause. Und er hat ihr versprochen, ich werde wiederkommen. Und er ging nach Hause, um beim Haus seines Vaters eine neue Kammer, eine neue Wohnung anzubauen, wo dann er mit seiner Braut leben würde. Und als Jesus mit seinen Jüngern über seine Wiederkunft redete, hat er genau darüber gesprochen. In Johannes 14 steht geschrieben, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten? Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Das war ziemlich eine radikale Aussage von Jesus für die Jünger. Denn die Jünger, die hatten ein ganz anderes Bild von der Endzeit. Das jüdische Denken, wie die Endzeit aussieht, war anders. Da kommt der Messias. Das ist das Erste. Es kommt ein Messias. Und der wird dann, das ist der zweite, Israel befreien von der Unterdrückung und die Unterdrücker bestrafen, richten. Und das dritte war dann der Messias, der wird dieses irdische Reich, physische Reich aufbauen. Und jetzt sagt Jesus, hey Leute, wir sind jetzt Freunde, ich werde den Preis bezahlen und ich werde dann nochmals gehen. Und die Jünger so, wie läuft denn das? Weil das haben sie gar nicht verstanden, das war nicht in ihrem Denken. Aber Jesus hat es eben gesagt, er hat dieses Bild aufgenommen von der Hochzeit und das half den Jüngern zu verstehen, was da genau abgeht. Er wird die Jünger verlassen. Er wird eine Wohnung einrichten, wo er dann seine Braut hin zurückbringt. Das vierte Bild, das wir erkennen müssen, ist die Bereitschaft und Wachsamkeit der Braut. Die Braut blieb bei ihren Eltern zu Hause. Und sie wusste, okay, der Bräutigam wird wiederkommen, aber es war nicht einfach ein passives Warten. Sie hat sich jetzt wirklich vorbereitet für diese Hochzeit. Und etwas vom Wichtigsten war, wie auch heute noch, das Brautkleid. Das gehört einfach dazu.
Und sie hat das selbst gewebt, sie hat Stoffe kaufen müssen, sie hat sich dafür vorbereitet, als Braut zu erscheinen. Und weil sie eben nicht wusste, wann genau der Bräutigam dann kommen wird, hat sie, sobald das Kleid auch fertig war, im Brautkleid geschlafen. Also einfach so, dass sie bereit ist, jederzeit. Was sie auch gemacht hat, sie hat Öl gekauft. Wir lesen in was ist das? Matthäus 25, ein Gleichnis von den Brautjungfern. Öl war wichtig, denn der Bräutigam wird in der Nacht kommen. Und sie musste bereit sein, sie musste das Öl bereit haben, dass wenn er dann kommt und sie ihn nach Hause, zu seinem Hause begleitet, dass sie vorbereitet ist. Und eigentlich, was unser Auftrag ist, als Braut Christi ist, Bereitschaft und Wachsamkeit, bis er wiederkommt. Das Brautkleid ist auch, wir lesen es später noch, ein Zeichen von Gerechtigkeit, von gerechten Taten. Es ist wie ein Kleid, das wir überstülpen und es ist ein neuer Lebensstil, den wir haben, wo wir Christus gefallen wollen, unserem zukünftigen Bräutigam. Das Öl ist ein Bild dafür für den Heiligen Geist, für unser Innenleben, dass das entfacht ist, dass das Feuer nicht entflammt, sondern dass es am Brennen bleibt. Was mir wichtig ist, dieses Kleid, das ist oft so Gerechtigkeit, Hochzeitskleid, dass das nicht so eine Moralvorstellung ist, sondern es hat jetzt mit Heiligung zu tun. Und es geht nicht darum, dass du alles richtig machst, aber wir sind geheiligt, wir werden durch sein Wort geheiligt, durch seinen Heiligen Geist, das passiert jetzt. Und wir sollen das mit Würde tragen. Ich habe noch nie eine Braut gesehen, die das Brautkleid irgendwie leger getragen hat. Sie hat das mit Würde getragen. Das ist ein ganz spezieller Moment. Sie genießt es, denn sie weiß, ich bin auserkoren. Ich will dem Bräutigam gefallen. Ich liebe, wie Paulus dieser Bereitschaft und Wachsamkeit so viel Eifer oder Gewicht gibt. Er sagt in 2. Korinther, denn ich kämpfe mit leidenschaftlichem Eifer um euch. Mit einem Eifer, den Gott selbst in mir geweckt hat. Wie ein Vater seine Tochter mit einem Mann verlobt, für den sie bestimmt ist, so habe ich euch mit Christus verlobt. Und mir liegt alles daran, ihm eine reine, unberührte Braut vorzuführen. Das Wort Eifer wird auch mit Eifersucht übersetzt. Das heißt, Paulus hat gemerkt, was der Herr, er ist eifersüchtig, dass seine Braut nicht abgelenkt wird, dass seine Braut nicht fremd geht, dass seine Braut sich nicht auf andere Sachen einlässt, sondern an ihm dranbleiben soll. Und Paulus hat gesagt, wow, ich als Apostel, ich als Gemeindegründer, mir ist es so wichtig, dass die Gemeinde das versteht und ich eifere dafür, dass das wirklich durchdringt. Er gibt eine Dringlichkeit, dass das die Gemeinde versteht, dass sie allzeitig bereit sein soll, wachsam. Das 5. ist das Geheimnis des Zeitpunkts. Wenn man den Bräutigam gefragt hätte damals, ja, wann heiratet ihr? Er hätte keine Ahnung gehabt. Er konnte den Termin nicht sagen. Denn es war nicht an ihm, den Zeitpunkt zu bestimmen. Der Vater des Bräutigams hat gesagt, jetzt bist du ready, jetzt ist die Wohnung ready, jetzt sind die Vorbereitungen abgeschlossen, jetzt wird geheiratet. Und Jesus nimmt das auch auf in Matthäus 24. Und doch weiß niemand, wann das Ende kommen wird. Auch die Engel im Himmel nicht. Ja, noch nicht einmal der Sohn. Den Tag und die Stunde kennt nur der Vater. Und alle haben gewusst, was Jesus da spricht. Und bam, sind sie in diesem Hochzeitsfieber. Das 6. Bild ist die Heimholung der Braut in der Nacht. Der Vater hat gesagt, jetzt wird geheiratet. Und dann ist man mitten in der Nacht losgezogen. War ja auch klar, wenn die Leute haben tagsüber, waren sie nicht zu Hause, sie haben auf Feldern gearbeitet. Deshalb ist es in der Nacht passiert, wenn dann wirklich die Braut zu Hause war. Und die Wiederkunft
Jesu wird genauso überraschend sein. Und was gemacht wurde, man hat da mit einem Horn, hat der Bräutigam mit dem Schofarhorn, rief er dann, siehe, der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Also der Bräutigam ist hingezogen in das Dorf der Braut und wenn man das Schofarhorn gehört hat, dann war das für die Hochzeitsgesellschaft ein Aufruf, so jetzt gehen wir ihm entgegen und wir treffen ihn. Und das ist auch das Bild über das ganze Thema Entrückung, wie das auch immer läuft. Es ist eigentlich ein Entgegenkommen unserem Bräutigam. 1. Thessaloniker 4,16 sagt, wenn Gottes Befehl ergeht, der oberste Engel ruft und die himmlische Posaune, da ist die Anlehnung an das Schofar, ertönt, wird Christus der Herr selbst vom Himmel kommen. Zuerst werden dann alle, die im Vertrauen auf ihn gestorben sind, aus dem Grab auferstehen. Danach werden wir, die noch am Leben sind, mit ihm zusammen auf Wolken in die Luft gehoben und dem Herrn entgegengeführt werden, um ihn zu empfangen. Dann werden wir für immer mit ihm zusammen sein. Die Entrückung im Licht einer jüdischen Hochzeit hat eine ganz andere Dimension und ist nicht etwas, wovon man Angst haben soll, sondern etwas, wofür man sich absolut freuen kann. Nummer 7, die verschlossene Tür der Hochzeitsgesellschaft. Ein weiteres Bild. Also die Braut wurde eigentlich regelrecht entführt, so in einer Sänfte oft. Man hat sie von ihrem Elternhaus mitgenommen ins Haus des Bräutigams. Und sobald die Hochzeitsgesellschaft angekommen ist im Haus des Bräutigams, wurden die Tore geschlossen. Und ihr seht auf dem Bild, da hat es noch ein paar Leute, die zu spät kommen. Und dieses Bild wird auch von Jesus aufgegriffen, als er sagte, wie die ganze Sache mit den Jungfern, 10 Jungfern funktioniert. Da sagte er, doch während die Jungfern unterwegs waren, um Öl zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sagten, Herr, Herr, mach uns auf. Aber er entgegnete, Amen, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Seid also wachsam, denn ihr kennt weder den Tag noch die Stunde. Puh, jetzt wird es langsam tough. Da werden also wirklich Leute ausgeschlossen werden. Die hatten Zeit bis dorthin, waren nicht bereit. Wisst ihr, das Neue Testament sagt über 50 Mal, seid bereit für die Wiederkunft Jesu. Das ist eine klare Warnung. Also das kannst du nicht sagen, ja, von dem habe ich nichts gewusst. Da gibt es eine gewisse Dringlichkeit. Und mir ist bewusst, das macht Leuten Druck. Ja, und man hat das vielleicht auch gebraucht in Gemeinde, um Druck zu machen. Lass mich etwas dazu sagen zu Druck. Ich bin froh für Druck in meinem Leben. Ich bin froh, dass es im Flugzeug Luftdruck gibt, denn sonst lebst du nicht mehr. Ich bin froh, dass meine Toilette Wasserdruck hat, dass all das Zeugs weggeschwemmt wird, das weg muss. Ich bin froh, dass meine Vespa Reifendruck hat, sonst komme ich nicht weiter. Es gibt einen gesunden Druck und ich glaube, das kann sehr gefährlich rüberkommen, aber es soll einen gesunden Druck geben, eine gesunde Dringlichkeit, dass wir nicht einfach es fahren lassen im Leben, dass wir so in eine Bequemlichkeit hineinkommen, sondern wow, wir müssen bereit sein. Es soll uns mobilisieren. Es soll uns gesund halten. Das 8. ist der Vollzug der Ehe und das Bettlaken. Also die Braut kam herein und in der ersten Nacht war die Hochzeitsnacht. Und das ist schon ein bisschen schräg, aber man hat dann das Bettlaken, das mit Blut vom Jungfernhäutchen beschmiert war, hat man dann der ganzen Hochzeitsgesellschaft gezeigt.
Und das war dann das Riesenfest. Dann hat man das gezeigt und dann wurde gejubelt und alle, jetzt ist es vollbracht. Das ist ziemlich schräg und einige denken ja schon wieder, ja okay, die Frauen, die werden jetzt da wieder getestet und die Männer, wenn die fremdgegangen wären, die hätten das unbemerkt machen können. Und bei den Frauen wird so richtig hingeschaut. Wisst ihr was? Auch wieder das, es soll eigentlich kein Druck sein, sondern dieses Bettlaken war ein Schutz für die Braut. Es heißt im Gesetz Mose, steht geschrieben, es kann geschehen, dass ein verheirateter Mann schon nach kurzer Zeit nichts mehr von seiner Braut wissen will. Er bringt sie in den Verruf und behauptet, als ich mit meiner Braut geschlafen habe, stellte sich heraus, dass sie keine Jungfrau mehr war. Dann sollen die Eltern der Frau zu den führenden Männern gehen, die am Stadttor Gericht halten und ihnen das Bettlaken aus der Hochzeitsnacht zeigen. Es war zur Verteidigung der Braut. Und ich finde, dieses Bild wird auch immer wieder aufgegriffen. Es wird auch in der Offenbarung aufgegriffen, dass die Braut Jesu, wir als Jünger Jesu, da ist viel Anklage an uns. Das heißt in Offenbarung 12, der Ankläger, das ist der Teufel. Der Ankläger unserer Brüder und Schwestern ist gestürzt. Er, der sie Tag und Nacht vor Gott beschuldigte, ist nun aus dem Himmel hinausgeworfen. Unsere Brüder und Schwestern haben ihn besiegt durch das Blut des Lammes und durch ihr standhaftes Bekenntnis. Wisst ihr was? Diesen Anklagen können wir als Gemeinde gut entgegengehen, denn das Blut, das ist der Beweis, dass Jesus für uns ist, mit uns ist. Ich weiß nicht, mit was du immer wieder kämpfst, aber hier läuft ziemlich viel schief bei mir. Wenn ich mein Leben anschaue und währenddem wir noch auf den Bräutigam warten, kommt viel Anklage. Aber ich kann dir sagen, du bist gedeckt durch das Blut Jesu. Das heißt im Epheser 5, durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen. Denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. Wisst ihr was? Das können wir unmöglich ohne die heiligende, reinende Kraft Jesu sein. Wir werden nicht diese unberührte Braut sein, ohne das, was Jesus für uns getan hat. Nummer 9, das 7-tägige Hochzeitsfest. Während dieses Hochzeitsfest waren der Braut und die Bräutigam wirklich voll im Zentrum. Sie wurden wie Könige behandelt, sie durften nicht arbeiten. Und es wurde 7 Tage lang gefestet. Es war einfach ein Riesenfest. Und ich möchte euch einen Einblick in dieses Fest des Lammes geben, aus Offenbarung 19. Da steht geschrieben, wir wollen uns freuen, jubeln und Gott ehren. Jetzt ist der große Hochzeitstag des Lammes gekommen. Seine Braut hat sich dafür bereit gemacht. In reines, strahlend weißes Leinen durfte sie sich kleiden. Das Leinen ist ein Bild für die gerechten Taten der Menschen, die zu Gott gehören. Dann befahl mir der Engel, schreib, glücklich, wer zum Hochzeitsfest des Lammes eingeladen ist. Und er fügte hinzu, Gott selbst hat das gesagt und seine Worte sind zuverlässig. Das ist das große Ding, wofür wir hinschauen dürfen, wozu wir uns freuen dürfen in all dem Schwierigen, das im Leben, in unserem Leben passiert. Jesus wird mit uns ein riesiges Fest feiern und wir werden eins sein. Irgendwie das, die Sehnsucht, die in uns ist, irgendwie mehr von Gott zu haben, die Sehnsucht, die da ist, und auch der Frust, mit der Sehnsucht kommt immer auch ein Frust, dass es nicht mehr von Gott ist. Und jeder von uns nimmt sich jedes neue Jahr immer wieder vor, ich will eigentlich noch mehr Bibel lesen, mehr beten, irgendwie Gott näher sein. Irgendwo, das ist eine Last, die wir tragen, eine Sehnsucht, die in uns ist. Die wird gestillt werden, wenn Jesus
wiederkommt und mit uns zusammen dieses Fest feiert. Und ich würde gerne einfach noch zusammen beten und wir gehen zusammen jetzt ins Abendmahl hinein. Denn wie gesagt schon, das Abendmahl ist ein Ausblick. Nicht nur ein Erinnern an die Vergangenheit, sondern eine Erinnerung an die Zukunft. Wisst ihr, wenn du die Wiederkunft Jesu nicht auf dem Radar hast, dann lebst du in der Vergangenheit. Dann wird der Glaube zur Religion. Es wird auch schwierig. Du wirst abflachen in deinem Glaube. Wenn du die Wiederkunft Jesu auf dem Radar hast, dann weckt es in dir eine lebendige Hoffnung. Es behält auch eine Spannung in deinem Leben. Eine gesunde Spannung. Von etwas, was noch nicht ist, aber noch kommen wird. Und genau in dem sollen wir leben und genau das ist gesund für uns. Genau das weckt etwas von dem, was zutiefst in uns hineingelegt wurde. Es steht auch in der Bibel, dass Gott die Ewigkeit in unser Herz gelegt hat. Das ist eine Sehnsucht, die jeder Mensch hat. Und diese Sehnsucht heißt Jesu. Und ich werde an dieser Stelle den Livestream verabschieden. Ihr geht rüber ins Studio und ihr werdet zusammen Abendmahl feiern. Und während wir hier im Saal einen Moment nehmen und du nach vorne kommst, das Brot nimmst, das den Leib Christi symbolisiert, den Traubensaft, das Blut Jesu. Aber ich möchte nicht, dass ihr euch nur an das erinnert, was Jesus getan hat. Das ist die Abend. Herzlich willkommen bei uns im Studio. Willkommen, so gut, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr bei uns dabei seid hier. Und wie denn das angekündigt hat, wollen wir auch das Abendmahl feiern. Also wenn ihr etwas zu Hause habt, ein Stück Brot, Wein oder Traubensaft, dann macht doch das bereit. Und ich möchte euch einfach riesig ermutigen, das mit mir zu feiern und einfach auch auf Jesus zu schauen, der alles gegeben hat, für uns, für dich und für mich. Und ja, das wollen wir feiern. Und wenn du diesen Jesus noch nicht kennst, dann lade ich dich ein, einfach diesen Schritt zu tun, auf Jesus hinzu, dass du ihm begegnen kannst und dass er dir zeigen darf, was er für dich alles schon getan hat und seine Liebe, die er für dich hat. Denn es steht geschrieben in Johannes 3,16, dass Gott der Vater, uns so sehr geliebt hat, dass er seinen Sohn hingegeben hat, dass niemand verloren gehen soll, sondern alle das ewige Leben haben sollen. Und das wollen wir einfach jetzt gerade auch durch das Abendmahl feiern. Denn da steht geschrieben, dass das ist ein Zeichen für Jesus, der sich hingegeben hat für uns. Und wenn ihr eine Bibel habt, dann dürft ihr gerne Matthäus 26 aufschlagen. Und da spricht nämlich Jesus und hat dieses Abendmahl eigentlich mit seinen Jüngern gefeiert. Und er sagt, und das steht geschrieben in Matthäus 26, 26, noch während sie aßen, nahm Jesus ein Fladenbrot und lobte darüber Gott. Er brach es, reichte es den Jüngern weiter und sagte, nehmt und esst, das ist mein Leib. Und so lade ich euch ein, auch ein Stück Brot zu nehmen, dies zu brechen, als Zeichen dafür, dass Jesus sein Leben hingegeben hat, für dich und für mich. Und dass wir nun das ewige Leben haben dürfen, dank ihm. Nehmt das ein und denkt daran, was Jesus getan hat für euch.
Und weiter steht geschrieben, dann nahm er einen Kelch, dankte Gott, reichte ihnen auch den und sagte, trinkt alle daraus. Das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Und so lade ich euch ein, jetzt etwas Traubensaft oder Wein einzunehmen im Gedenken, dass Jesus alles bezahlt hat, dass sein Blut uns komplett reingewaschen hat von jeder Sünde, jeder Scham, jeder Verurteilung. Jesus hat das alles getan im Hinblick auf seinen Tod und auf seine Auferstehung. Und er hat seinen Jüngern gesagt, im Vers 29, und ich sage euch, von jetzt an werde ich nicht mehr von diesem Wein trinken, bis zu dem Tag, an dem ich das neu mit euch zusammen im Reich meines Vaters tue. Und diese Hoffnung haben wir, dass wir eines Tages mit Jesus zusammen sein werden. Noch näher, als er jetzt schon ist, sondern physisch sichtbar. Und jetzt haben wir das Privileg, den Zeltner bei uns zu haben, und er wird uns sicher noch mehr darüber sagen, was das genau bedeutet, diese Wiederkunft Jesu, die uns versprochen wird und verheißen wird über 1800 Mal in der Bibel. Was hat das bei dir ausgelöst, als du das irgendwie realisiert hattest? Wow, da ist ja so viel Prophetie in der Bibel, so viel mehr auch Prophetie als die erste Ankunft des Sohnes hier. Ja, ich denke, es erfüllt einen mit einer ganz neuen Zuversicht. Und eben für mich ist das Wort Spannung. Man kann nicht glauben ohne Spannung. Weil Glaube ist nicht einfach alles klar. Und es ist klar, es ist eigentlich bewiesen, dass Jesus gelebt hat und gestorben ist. Es gibt mehr Beweise darüber, dass Jesus gelebt hat, als es über Julius Caesar gibt. Viel mehr. Da gibt es wirklich verlässliche Quellen. Aber das mit der Wiederkunft, das ist so ein bisschen... Wir wissen es einfach nicht. Aber Spannung im Leben ist etwas ganz Wichtiges. Und viele Menschen leben ohne diese Hoffnung, ohne Zuversicht, ohne Ziel. Ja. Und das hat es bei mir nochmals neu gestärkt. Die letzten 7 Wochen, es war wie so eine, ich würde sagen, eine Energie da, die ich vielleicht vorher nicht hatte. Auch nicht eine Klarheit eigentlich, weil eben es ist nicht alles klar, aber ein Motor, in welche Richtung das geht. Und vieles ist für mich auch ungewiss, wie gesagt. Also, ja, genau. Es gibt keinen Fahrplan. Aber das Ziel, das ist großartig. Das hat es mit mir gemacht. Ja, wow. Da kommt bei mir gleich Hannah und Simeon, glaube ich, in den Sinn, die, obwohl sie ja wahrscheinlich eben viel weniger Prophezeiungen hatten, dass Jesus kommen wird, dieser Messias kommen wird, hatten sie doch diese Erwartung, diese Gewissheit, dass er kommen wird und dass sie den Messias noch sehen werden zu ihren Lebzeiten. Das ist jetzt mit dem zweiten Kommen Jesu, das war ja auch wirklich die Haltung der ersten Gemeinde. Also die haben erwartet, dass die ersten Jünger haben eigentlich erwartet, dass Jesus noch in ihrer Lebzeit kommen wird. Und das ist gerade eine der Spannungen, die wir ertragen müssen, weil jetzt schon seit 2000 Jahren glaubt die Kirche, Jesus kommt bald wieder. Ja, genau. Und ehrlich gesagt, er ist ja noch nicht gekommen. Und was machen wir jetzt damit? Sind wir jetzt einfach enttäuscht? Denken, ja, stimmt gar nicht. Aber Jesus möchte, dass wir in dieser Spannung leben. Weil genau dann wird es spannend. Ja. Und der Glaube soll spannend sein. Genau. Ja. Das soll ein Antrieb sein, da soll eine Befähigung drin sein. Und wenn wir das nicht glauben, dann leben wir ohne Spannung. Und wie glaubst du, dass wir in diese Spannung hineinkommen können? Wie können wir, wie Hannah und Simeon, so vorbereitet sein, hey, Jesus kommt wieder? Wie können wir das in uns vielleicht erzeugen, oder ist das falsche Wort? Ja, ich glaube, das, was ich ganz am Anfang der Predigt bei der Einleitung gesagt habe, in der Offenbarung heißt es mehrmals, siehe.
Also, dass wir das vor uns sehen, es ist auf dem Radar haben. Es nicht, also jeden Tag, dass wir auch sehen, Wow. Jesus kommt wieder. Ja. Es könnte heute passieren. Will ich so leben? Will ich meine Beziehungen so gestalten? Will ich das, was mir anvertraut wurde, als Talente, Gaben, will ich das so einsetzen? Will ich mit meiner Haltung anderen Menschen gegenüber ein Licht sein, ihnen barmherzig, gerecht sein? Da gibt's, wenn wir das sehen, ich glaube, das verändert unser Herz, das verändert unsere Haltung, das verändert unseren Lebensstil, ohne dass wir das erkrampfen müssen. Manchmal kommt es ja, wir müssen das tun, aber jeder Mensch, der ein Ziel hat, eine Vision hat, der hat Energie und das ist kein Krampf. Und ich glaube, Jesus gibt dem so viel Gewicht, seine Wiederkunft, weil er einfach will, dass der Glaube kein Krampf ist. Wow. Wow. Gibt es noch irgendetwas, das du unseren Zuschauern sagen möchtest? Hey, so könnt ihr wirklich diese Erwartung auch in euch wecken, das Sehen, dass Jesus bald wiederkommt. Also grundsätzlich, ich bin ein sehr visueller Typ und für mich etwas vom Wichtigsten ist, ich versuche das eigentlich zum Beispiel vor jedem Gottesdienst, ich versuche meine Augen zu schließen, um mir vorzustellen, wie dieser Gottesdienst aussieht. Wow. Wer ist da im Raum? Wie ist die Atmosphäre? Was passiert gerade? Und es hilft mir, irgendwie mich vorzubereiten. Ja. Und ich als Tipp einfach auch jeden Tag, ich versuche auch am Anfang des Tages oft meine Augen zu schließen und einfach sagen, Herr, das ist ein Tag, den du gemacht hast. Wie sieht der aus? Was wird da passieren? Das ist meine Familie, das ist meine Arbeit. Und für mich vielleicht jetzt mit dieser neuen Dringlichkeit der Wiederkunft Jesu, das auch in Rechnung tragen und sagen, hey, wow, du könntest heute wiederkommen. Wow. Ja. Du könntest morgen wiederkommen. Was? Wie beeinflusst das? Und das wie vorstellen, das Sehen innerlich, unserem geistlichen Auge, das wird eine großartige Spannung erzeugen. Wow. Hey, genial. Hey, so gut habt ihr eingeschaltet. Und ich glaube, das ist ein super, super Schlusswort. Und hey, bleibt dabei. Wir haben gerade gestartet mit dieser Serie. Die geht noch 3 Mal weiter. Und hey, wir würden uns riesig freuen, euch dabei zu haben. Seid gesegnet. Tschüss zusammen. Tschüss. Gnade, die nie aufhört, raubt uns nicht die Zuversicht, dass das geschieht, was du versprichst. Unter der Führung von deinem Geist, unter deinem Wort, das nie versagt, herrscht in uns die Sicherheit, dass du Herr bist.